Freitagnachmittag, es ist gleich 20 ab 4 und jetzt reden wir über das Thema Podcasts. Das kennen wir ja alle. Kinderpodcasts hingegen sind noch ein bisschen weniger ein Thema. Der Gianfranco Salis, selber Podcaster, Moderator und neu auch Lehrmittelautor, der hat jetzt aber genau so einen Kinderpodcast zusammen mit seinem Sohn Theo produziert und mit dem einen grossen Erfolg. Der Podcast, der heisst Theo erzählt. Gianfranco, erzähl mal, wie ist denn das Projekt überhaupt entstanden? Ja, als Not macht er bekanntlich erfinderisch, oder? Und ich habe gewusst, dass die möchte ich unbedingt kreativ nutzen. Also ich bin mehr daheim, oder? Auch jetzt immer noch oder wieder mehr daheim. Und wir haben eine 5-köpfige Familie. Das heisst, für mich als Vater ist als erstes oder zuoberst oben gestanden, eine sinnvolle Tagesstruktur für meine Familienmitglieder zu gestalten. Und weil das irgendwie in der Familie drin ist, die Lust am Erzählen und am Geschichten hören, ist das wahrscheinlich auch ein bisschen genetisch weitergegangen bei meinem Sohn. Ja. Und wer bestimmt denn eigentlich, was in diesem Podcast erzählt wird? Bist das du oder ist das der Theo? Er ist eigentlich der Chef des ganzen Projekts. Das heisst, er hat von sich aus dann auch die Idee gehabt, und ich das mal reingehört habe, hey, machen wir doch einen Podcast. Hey, können wir nicht über Tiere erzählen? Also es ist von Anfang an, hat er die Lust gehabt, um über Tiere zu reden. Also von dem her noch lustig, weil er hat ja dort in dem Lockdown, wo das Ganze entstanden ist, hat man ja nicht können raus. Also auch nicht in den Zoo. Die Kollegen hat er auch nicht gesehen, Gespöntli. Und dann ist das doch ein bisschen ein Kommunikationsmittel, das ist schon lustig. Auch die Kindergärtlerin hat das mitgetragen, weil sie hat gesagt, jemand von unserer Klasse können wir hören. Wir können einander nicht sehen, aber jemanden können wir hören. Und dann haben wir auch immer wieder Nachrichten bekommen, hey, danke Theo, danke dir, weiss ich jetzt, wie das funktioniert beim Storch oder beim Tiger oder whatever. Es klingt für mich auch absolut logisch, dass Kinder auch gerne zuhören und lernen, wenn ein anderes Kind etwas erzählt. Genau das ist ja das, was, glaube ich, auch ausmacht, unser Projekt. Also das Kinderwissen von Kind zu Kind. In der Regel sind es ja immer Erwachsene, die etwas für Kinder machen. Und da haben wir jetzt eine Nische gefunden, wo es eben mal bei der Zielgruppe bleibt. Also wirklich von Kind zu Kind. Und vielleicht inspirieren wir durch das Projekt auch andere Eltern, die Zeit von der Quarantäne jetzt oder gemeinsam mit ihrem Kind für Familienprojekte zu nutzen. Oder? Und das Kind für ein bisschen vielleicht von der Playstation oder dem Fernseher ein bisschen wegzulocken. Also ich denke, das ist auch noch etwas Spezielles, was das auch gefördert hat, die Erzählkultur, die wir pflegen, oder? Und jetzt noch zum Abschluss natürlich ganz wichtig, wo findet man denn den Podcast? Also für andere Eltern oder sonst jemanden, wo man möchte reinhören oder auch für Lehrer? Fangen wir gerade beim Hintersten an. Lehrer, die sich Tipps holen, können am besten auf podcastmachtschule.ch. Also das ist jetzt die Seite, die wir haben, kinderpodcast.ch, das ist der Link, der Unterlink dazu, das ist schon mal das. Aber sonst alle anderen, die uns möchten hören oder sehen, wir haben auch noch ein paar Filme drin, ihr könnt das machen auf YouTube, da haben wir einen Kanal, einfach Theo erzählt bei YouTube eingeben. Und sonst auf Facebook und Instagram sind wir auch aktiv. Und einfach www.kinderpodcast.ch, dort ist alles drauf. Wir haben übrigens auch für alle Erwachsenen, die jetzt zuhören, die Kinder haben daheim und die gerne in die Ferien gegangen wären und jetzt daheim sind, haben wir auch Arbeitsblätter drauf, die man ausdrucken kann, kostenlos downloaden auf unserer Webseite, Arbeitsblätter zu den einzelnen Folgen, aber auch Malvorlagen oder sogar noch Spiele. Und man kann einfach ausdrucken und spielen und etwas erfahren über die Tiere und ein bisschen Freude und Abwechslung haben daheim. Sehr, sehr spannend. Merci vielmals, Gianfranco Salis. Und natürlich weiterhin viel Erfolg und Spass beim Kinderpodcast Theo erzählt. Und Ihnen viel Vergnügen übrigens beim Reinhören. Ich habe wirklich noch einiges gelernt vom Theo über die verschiedensten Tiere. Und lohnt sich definitiv zum Reinhören, der Podcast, Kinderpodcast Theo erzählt.